Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Arme Schweiz zu der nächsten Folge Kingdom Hearts 3. Wie wir im Hintergrund schon gesehen, sind wir stehen geblieben auf der Verfolgungsjagd von diesen Microbots, nachdem wir die Stadt gesäubert haben von grösseren Herzlosen und kleineren Herzlosen. Und wir schauen uns gerade mal ganz an, was da vorne uns erwartet. Ich bin selber schon mega gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Target acquired. Not Microbots. Careful. Okay, wir befinden uns besiegen die mysteriöse Bedrohung, aber es sind keine Microbots, ich kann es aber momentan auch nicht anvisieren. Okay, ist ziemlich speziell, als jetzt da ein Bossfight auf uns wartet, habe ich jetzt ganz und gar nicht erwartet. Aber irgendwie kann ich den auch nicht in den Fokus reinnehmen, das ist... Wie es aussieht, kann ich den gar nicht anvisieren oder irgendwas, also... Nein, da geht gar nichts. Muss ich da irgendetwas Spezielles drücken? Nein, es geht wirklich nicht. Wir können den Gegner nicht attackieren oder Schaden zurichten. Also ich habe es jetzt wirklich ein paar Mal probiert, aber... It's no fair! Why can't we hurt it? Magic is no good. What do we do? Huh? This is weird. Sora, you guys all right? Oh, yeah, but the target escaped. Have you got any leads? Tons. Somewhere inside that thing, there is a core. It's what powers the whole cluster. The core is the only way to hurt it. Now he tells us. Wasabi, what happened? Let's just say it's a handful. Team, check in. So far, so good. Guys, I'm really tired of just dodging this thing. Freddy getting frustrated. Guys, I'm on my way. No, Hiro! Hero, you analyzed the dark cubes. Wait, did you just say dark cubes? Yeah, they're dark, they're cubes. I call them like I see them. Every bad baddie needs a cool name. Yeah, that's not cool. We'll gather as much data from the dark cubes as we can. Hero, figure out a way for us to beat this thing! Huh? But guys, I can't leave you out there all alone. Hero. We are a team. And teams delegate. We need you at the garage. We trust you, so you trust us. Fine. I'll look for a way that we can expose the Dark Cube's core. Just keep that data coming. Copy! Hero, what should we do? You protect the others. I'll mark their position for you on your AR display. We got it! Time to go, Baymax! All right. Folgende Anzeigen auf dem AR-Gerät, um die Mitglieder von Big Hero 6 zu finden und retten sie. Okay, jetzt haben wir die Aufgabe bekommen, sie zu retten. Jetzt müssen wir aber gerade mal schauen, was am besten sich lohnt. Ich glaube, ich versuche es jetzt gerade mal da durch. Also wir haben 3 Positionen, wo sich die Mitglieder von Big Hero 6 befinden. Wir müssen ihnen in dem Fall helfen, gegen das Microbots anzukommen, damit wir genug Daten sammeln, dass wir überhaupt wissen, wie wir es vernichten können, wie wir im letzten Kampf ja schon gesehen haben,
können wir da nicht wirklich viel ausrichten. Da unten sieht es für mich aus, als würde da einer von uns warten. Jawohl. You okay? Nice. Oh Mann, ich muss jetzt glaube ich ziemlich schnell sein. Wenn ich mich da noch mal daran erinnere, der regeneriert sich dann glaube ich auch wieder. Oh. Come on. Nice, es sollte gelangen haben, um den auseinanderzunehmen. Jawohl, den ersten haben wir schon befreit und das ist der Löli da mit seiner Feuer- und Frostkraft, die er jetzt seit neuestem gelernt hat. Okay, Nummer 1 haben wir befreit. Das ist gerade sogar eine Live-Übertragung, hat es mir angezeigt. Kann ich mich da nicht irgendwie mit meinem Fokus gegen oben begeben? Doch, jawohl, das funktioniert gut, weil da von der Autobahn aus haben wir gute Chance. Ist auch cool gemacht, dass man da wirklich eine Autobahn mit drin hat. Kann ich da nochmal rundum sliden? Die nächste Position befindet sich schon da unten. Go, go! Are you in there? Okay, das sollten wir eigentlich gut verwünscht haben, habe ich jetzt gedacht. You see anything big you can smash against it? Irgendetwas Grosses, mit dem ich es erledigen kann. Okay, aus dem Shigyu, aber dann ist eher die Frage, wo ist denn das überhaupt? Ein riesen Ding aus dem Shigyu. Wir schauen uns jetzt da mal um. Ich habe schon ganz einen kleinen Verdacht, was sie meinen. Weil der bewegt sich ja auch die ganze Zeit umeinander. Ich würde sagen, wir verfolgen ihn einfach ein bisschen, dass wir vielleicht auf dem Weg irgendetwas Grosses finden, mit dem wir es zerstören können. Weil es aussieht, funktioniert das mit draufhauen nicht so, wie das eigentlich sollte. So, Weg frei machen bitte, ich bin da beschäftigt. Keyblade Hero 3 sind auf dem Weg in der Rettungsaktion von dem Mädel. Wer ist das überhaupt da drin? Ich glaube, das ist sie, die da drinnen ist. Ich wüsste jetzt gerade ihren Namen nicht mehr. Nasabi ist es ja nicht, der ist irgendwo an einem anderen Ort. So, wir verfolgen jetzt einfach mal die Kugel in der Hoffnung, dass wir irgendetwas Größeres unterwegs finden. So, der rollt da umeinander. Nein, auf dieser Straße hat es auch nicht. Aber wie gesagt, eine kleine Vermutung habe ich schon, aber ich muss mir das Ganze jetzt anschauen, wo sich das überhaupt soll befinden. Das haben wir ja ganz am Anfang von San Francisco schon dürfen lernen im Übungsprogramm, also im Minispiel. Mich wundert es, ob ich es schon mal erraten. Also in meinem Kopf ist das gerade das Einzige, was uns weiterhelfen kann. Das heisst, wir verfolgen jetzt wirklich die Kugeln, schauen, wo das Teil steht, weil es sollte ja eigentlich daran vorbeifahren, um uns einen kleinen Hinweis zu geben, weil sonst wäre das in meinen Augen viel zu schwierig überhaupt zu finden. So, wir verfolgen die Kugeln weiter. Okay, also irgendwo da sollte das Ding eigentlich rumstehen. Dort hinten ist es! Oh mein Gott! Die Riesenkugel, wir haben sie gefunden. Das ist das Einzige, was mir im Kopf drinnen geblieben ist, was eigentlich dagegen helfen könnte. Und ich habe jetzt einfach nicht gewusst, wo die genau rumstehen. Voilà! Gib Gas! Wieso kannst du dich da nicht rausbewegen? Jawohl! Und jetzt einmal über alle Herzlosen drüber rein. Vollgas, Sora! So, ich behaupte, das könnte eigentlich funktionieren, wenn wir jetzt mit unserem grossen Dings ihres Microbot-Kugeln eigentlich da rammen. Das sollte lange. Das sieht ganz gut aus. Okay, also mein Plan hat nicht schlecht funktioniert. Wir haben sie befreit. So, retten die restlichen Mitglieder von Big Hero 6. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo der nächste sich befindet. Das zeigt mir da. Ah, da hinten dran. Es sind sogar noch 2 Stück, die wir retten müssen. Dann machen wir doch das mal gerade mal ganz kurz. Eine 30 Meter entfernt. Das wäre mein nächstes Ziel, das ich anstreben. Okay. Nice, wie ich es mir gedacht habe. Mit unserem Mana können wir da... Nice, okay, jetzt müssen wir da in dem Fall alle von diesen Schleimtimer kaputt machen. Und wie es aussieht, kann ich da immer genau das... Genau, wenn ich die Magie benutze, die farblich zu dem passt, schaffe ich sie mit einem Shot eigentlich auszulöschen. So, jetzt einmal da drauf noch. Nice, da haben wir noch einen, der Blitz braucht. Nein, ich wollte dich jetzt nicht gerade anvisieren. Ich bin jetzt voll darauf fixiert, dich zu retten. Das ist doch jetzt die totale Verarschung, aber why not? Okay. So.
habe irgendwie wirklich genau den komplett falschen Knopf gedrückt und ich bin jetzt unsicher, ob wir da überhaupt raufkommen. Darum sollte ich das Ganze in dem Fall einmal abbrechen. So, wo ist das nächste Ding gewesen? Gerade oberhalb von uns. Gut, das könnte ich eigentlich auch versuchen, mit unserem Schlüsselschwert kaputt machen als mit Magie. Aber das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Sonst hätten wir auch noch die Hutform. Die könnten wir so einsetzen, dann können wir uns da ein bisschen schneller in der Luft teleportieren. So, der ist kaputt, das heisst, es fehlen noch... Was fehlt? Ah nein, es hat gelangt. Okay, ich hatte gedacht, vielleicht fehlt noch einer, weil es hat noch mehrere Stränge rausgehauen. Aber wir haben sie von den Microfots befreien. Sie tut ja irgendwie mit ihren Gummiteilen irgendetwas machen. So, jetzt fehlt uns noch einer, aber wo steckst du? Wo steckst du? So, dann zerstören wir halt dich auch noch ganz kurz. Wenn du mich da die ganze Zeit abballerisch, bist du selber schuld, wenn du auf den Sack von uns bekommst. So, aber wo ist der Letzte? Ich sehe da irgendwie keine Anzeige momentan, wo der könnte stecken. Der ist auf dem Dach oben, da haben wir noch nicht gesehen, auf dem Wolkenkratzer, gerade da hinter uns. Ich würde sagen, dann machen wir uns direkt mal auf den Weg. Die Herzlose ignoriere ich jetzt einmal. Weil, soweit ich mich mag erinnern, kann da auch eine Zeit im Hintergrund ablaufen. Sie zeigt es uns aber nicht an, also wenn wir zu lang brauchen, vernichtet die Microbots unsere Mitglieder. Hier oben wartet unser Wasabi auf uns, den Namen vergesse ich einfach nicht. Wasabi, etwas ziemlich Scharfes aus dem Chinesischen, das grüne Zeug. Also, ich habe es jetzt noch gern, aber nicht zu viel, weil so viel scharf verträge jetzt im Großen und Ganzen auch nicht. Nice! Okay. Hat das schon gelangt? Okay, ja. Perle, also wir haben alle Mitglieder schon mal befreit, das ist ziemlich gut. Nein, musst du keine Sorgen machen, lieber Wasabi, wir haben alle schon erledigt. Und befreit. Wir haben Supergleiter erhalten, nice! Da lasse ich mich aber jetzt gar nicht lang aufhalten, um das anzuschauen. Okay, wir verschwinden noch kurz in der Sequenz. Whatever's happening can't be good. I'm almost done pinpointing the core. If you need me to help. Nah, it's okay, Hero. We're on it. Thanks. Erhalten Heldenhandschuhe, erhöht die Abwehr erheblich und die Feuer-, Eis- und Dunkelresistenz ein wenig. Das klingt natürlich ziemlich interessant. Ich schaue jetzt mal, was ich da so anhabe. Also Dunkelheit hätten wir ja ein bisschen. Die Frage ist jetzt, ob wir das könnten mit unserem Heldenhandschuh wechseln. Weil Feuerresistenz, Eisresistenz, das würde halt Blitzwasser, Aero, aber wir hätten noch mal ein bisschen mehr Dunkelresistenz und wir hätten noch einen Item-Boost. Wäre natürlich für den Kampf nicht schlecht, besonders wegen der Dunkelresistenz. Eine kleine Schleife, jetzt haben wir da vorne noch irgendein Mitternachts halt das Kette bekommen. Würde uns natürlich auch noch mal Dunkelresistenz geben, 30%, aber ich würde sagen, das sollte eigentlich im Großen und Ganzen lange. Und was mich am meisten interessiert hat, was ich gerade vorher gesehen habe, ist uns, jetzt hoffe ich, wir haben genug FP vorhanden, um den Supergleiter auszurüsten. Neige im freien Fluss L und drücke Viereck, um weit in die gewünschte Richtung zu fliegen. Die Fertigkeit kann aufgestapelt werden. Nice, es sieht im Ganzen... Es sieht im Ganzen eigentlich... Okay, das funktioniert jetzt gerade nicht so, wie ich will. Nice, funktioniert nicht ganz, wie ich es will. Aber lassen wir es mal so stehen. Ich habe gemeint, weil es gibt eine Fähigkeit, da können wir durchgehend durch die Luft durchschweben. Und so weiter und so fort. Ich bin jetzt unsicher, sind wir denn schon bereit, überhaupt uns dem Bosskampf zu stellen? Ich würde sagen, ja, wir versuchen jetzt einfach mal drauf los. Wir sind Schweizer, wir schaffen das. Und bis jetzt haben wir ja ziemlich alles gut anbekommen, ohne nicht nochmal zu sterben. Also bin ich ziemlich stolz auf uns. I don't think we want to find out. I say, we destroy this thing! But without a strategy, we'd just be wasting our strength. If we knew where to strike... Sora, I got it. I'm sending you an AR software update. It'll show you where the core is. The Dark Cube's weak point. I'm coming to help. Huh? That's weird. Is it busted? Hero, who's that on the display? That's not the display. He's really here. Huh? The black coat. He's back? Are you done messing around? What?
Wait, that voice. Hold on. You know this guy? And now, enter the supervillain. He definitely has the vibe. Funny. Riku. But As if this stupid experiment wasn't already a hassle. Oh? Where'd he get that? Hero, do you recognize it? Yeah. Not quite ready. That's the first chip I made for Baymax. It's full of combat programs. Programs? Yeah, they tell Baymax how to react. Does that mean it's like his heart? Kind of. More than. Riku! Oh no! Sora, I'm on my way. I'll look after my team. You guys fight the Dark Cube. Remember to use the AR device to target the core. I got it! Okay, also jetzt können wir am Dunkelwürfer aber auch einigermaßen Schaden machen. Aber ich muss jetzt ziemlich schauen, dass ich mal zuerst schaue, was der da so auf dem Lager hat. Wenn es immer noch das gleiche wie vorher ist. Ist ziemlich easy. Aber ja, dass jetzt da der Riku plötzlich auftaucht und einfach eine Kampfkarte dem Dunkeldings da übergibt, diesen Dunkelwürfel. Microbots, das hat natürlich ziemlich geholfen. Okay. Versuche jetzt da eher mit Magie von der Ferne etwas auszurichten. Nice, es hat mir jetzt schon ziemlich 2 Balken abgezogen. Jetzt habe ich halt keine Mana mehr zur Verfügung. Aber ich würde sagen, ich bleibe jetzt immer ein bisschen auf Abstand, bis mein Mana jetzt wieder voll ist. Was macht er jetzt? Was hat er jetzt vor? Wow, wow, wow. Okay, nice. Da haben wir aber gut können abwehren. Da kann ich sogar noch einmal reingumpen. Nein, nicht wirklich. Jetzt hätte ich noch einen Goofy-Bomber parat. Das würde uns halt auf eine gewisse Art und Weise eine Zeit lang vor Schaden schützen und vielleicht sogar noch ein bisschen austeilen. Oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt ist er in dem Fall die ganze Zeit so in der Wand rein. Jetzt muss ich immer darauf achten, wo er da ein bisschen in der Wand durcheinander geht. Oh Mann, ich habe gar keine Potion mehr ausgerüstet. So, ich versuche da jetzt mal auszuweichen. Wow, wir sind geheilt worden. Nice. Nice, und wir haben Fulls Mana einfach reinböllern, würde ich mal sagen. Nice, okay, das läuft ziemlich gut. Dann haben wir gerade noch einen Plasma Naut einschalten. Würde ich sagen, einfach draufbleiben, so lange wie möglich. So. Noch ein Balken hat er jetzt noch, wenn ich mich da nicht ganz täusche. So, jetzt momentan können wir ihm halt auch gar keinen Schaden machen, aber ich fühle mich im Plasma Naut ziemlich sicher zur Zeit. So. Nein, okay, jetzt ist er zu einer Riesenhand geworden. Wow, das war auch recht knapp gewesen wieder. Es hätte noch schlimmer ins Auge gehen. Nochmal das Gleiche, nochmal das Gleiche. Oh Mann, oh Mann, ich habe noch ein bisschen Mana aufgespart. Heilen wir uns ganz kurz auf einmal. Ah, dort hinten fliegt jetzt gerade nur der Würfel allein und man versucht sich wieder zusammenzusetzen. Dann gehen wir mal drauf los. Donald Meteo! Ich hoffe, es lange gerade, um dir als letzte Fünkchen Leben noch auszusuchen. Nein, nicht so ganz. Da ist jetzt gerade wieder sein Schutz auftaucht. Okay, nein, da oben wäre sein Kern. Also eigentlich sollten wir dran ankommen. Ich sehe mich gerade selber nicht mehr, aber komm jetzt, let's hit! Ja! Wir haben einen neuen Rüstungslot erhalten und Dickschädel für die Goofy. Och, Mann, oh Mann. Aber ziemlich gut anbekommen. Wir haben jetzt wirklich
wenig grosse Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, er hat es jetzt nicht mal wirklich in die Länge geschafft zu treiben. Big Hero 6 nicht am Kämpfen, aber trotzdem voll aus der Puste. Baymax. Oh, this isn't for you. At least, not until we're done. Riku! Is it you? Why do you look like that? Looks are deceiving, but the heart? You know that it's me. I know Riku wouldn't do this, not without a good reason. A reason? When did that ever matter? We've been trying to one-up each other since we were kids. What? Don't listen to him, Sora. The coat means he's with Organization 13. And that means he's not really Riku. Smarter than you look. We defeated Ansem and Xehanort, every last one of them. But still they all came back anyway, right? So maybe this Riku came back too, from the time when Ansem possessed him. Yeah, from the past. What? How? Unlike a certain wizard you know, I had to play by the rules to travel through time, which meant leaving my body behind. Huh? I know about this. But you have a body. Xehanort's heart left his body in order to voyage back through time. He needed to tell his younger self of the great plans he had in store. There in the past, his heart stayed and waited out the years until you and I came along. Xehanort's heart possessed me and became Ansem, the first adversary you faced. The rest of him, the piece he left behind, took the name Xemnas and created the first organization. It was all a part of a larger plan to bring Xehanort into contact with the right hearts, enough of them to form the real Organization 13. They could come from anywhere, any when, just as long as he had the right vessels at hand to place their hearts in. Vessels? Replicas. That's right. The replica program was a success. We are as real as people. Then pack up and leave. What are you still doing here? To see if we can recreate a heart from data. What? Sorry. Did we steal your idea? That walking balloon over there has a heart. At least that's the nonsense I'm supposed to believe. There are hearts all around us. You only have to see them for them to become real. Where'd you get that? That's my chip. I made it. Oh, well, I'm sorry about that. But I promise I'll put it right back where I found it. What do you mean? I think I'll be getting back to work now. Wait! We gotta stop him! Guys! Huh? You are all suffering from acute exhaustion. I recommend rest. Yeah, you're right. Let's regroup. Okay, cool. Also ich muss jetzt sagen, der Kampf ist in dem Fall noch nicht der Endkampf gewesen. Ich bin mir schon ziemlich unsicher gewesen. Aber dass der Riku von der Vergangenheit auftaucht und uns endlich mal aufklärt, wie das Ganze da passiert, finde ich ziemlich cool. Come on, guys! What's with all the long faces? Did you forget that we won? Fred. Not now. Huh? His name is Riku? And you know him? Yeah. Well,
I know a him. That one is a fake. The fake one's with Organization 13, our arch nemesis. Okay, but how'd he get Hero's chip? And what did he mean about an experiment? And what do they want? He said they're trying to recreate a heart from Data. But I don't know what they really want. None of us do. These guys, they show up, and instead of fighting fair and square, they go for the heart and say things to try and get under your skin. They're cowards. And now they're doing it to you, too. It's our fault. No. This could be good. That chip might finally be able to give me some answers. You said that you made it, right? Yeah, this Baymax, he's actually the second model. No offense. I am a robot. I cannot be offended. It's a long story, but the first Baymax and the chip I made vanished into another dimension along with the microbots. The chip's back, so the first Baymax might be back too. Hiro. Those who suffer a loss require support from friends and loved ones. What was that? I don't know. Guys, let's come go. on! What? Why are you snooping around? That would be none of your concern. Overstep, and darkness will consume you again. What an interesting thing to say. I shall do anything I please. As should you. Oh, I intend to. Who's he? Friend of yours? Yes, though I could not tell you from when. Sprich mit Hiro, sobald du bereit bist. Also, die Maleficent und Carlos sind auch in dieser Welt in dem Fall auftaucht. Und ja, wie es aussieht, kommt die erste Form von Baymax zurück. Aber ich muss sagen, das Ganze schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde mit eurem Schweizer Kingdom Hearts 3. Danke fürs Einschalten und bis dann. Ciao!